Ihr überrascht mich, Kalia. Dieses Angebot fällt eindeutig zu meinen Gunsten aus. Okay, und weiter geht's. Letztes Mal haben wir tatsächlich das Tagebuch vom Gallus organisiert, inklusive der Übersetzung, die wir dazu gebraucht haben. Und haben dann aus dem Tagebuch Informationen herausgelesen, die wir so nicht ganz erwartet hätten. Unter anderem, dass der Mercer nicht nur Diebesgilde beklaut hat und deren ihre Schatzkammern ausgeraubt hat, sondern dass er auch eine Gruppe namens Nachtigallen beklaut hat. Denen hat er nämlich etwas entwendet, das Dämmergrab heisst. Und was das ganz genau ist ein ziemlich gut gehütetes Geheimnis. Und da werden wir jetzt herausfinden, was das genau ist. Lassen wir los. So, gehen wir nach Riften, unsere Kalia treffen. Da unten. Ist sie immer noch böse auf mich? Bin immer noch da. Nein, ist sie nicht. Letztes Mal war sie ja böse auf mich, sie hat nicht mehr mit Wie mir kann ich euch reden. dienen, Tane? Ich verlinke euch das Video da oben, wenn ich dran denke. Genau, ich hätte gern, dass du meine Diebesgilde-Kapuze anlegst. Weil ich finde das irgendwie cooler als das Diadem, das du da hast. Aber du darfst du natürlich selber entscheiden. Ja, gibt auch mehr Schutz. Oder? Ich weiß nicht, Ihr wie... geht vor, ich folge. So machen wir es. Was findet er cooler? Findet er Kapuze cooler oder das Diadem? Würde mich jetzt echt mal noch interessieren. Jetzt sind wir wieder Twins. Hey, ich habe doch den Schlüssel dafür. Ich bin jetzt erst mal da runtergegangen. Schräg. Gut, nehmen wir halt den richtigsten Haupteingang. Komisch. Zurück! Zurück! Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Du nervst. Was nehmen wir? Dämmerbrecher. Pitching! Aber das ist gut los da, ne? Warte schon gehörig ab. In den ersten 4 Minuten. Schlüssel zum Gefängnis. Ist nie schlecht. Cool. Da hat es nicht so gebracht. Aber so sind wir wenigstens nicht mehr aus der Übung. Da wäre der richtige Eingang da hinten. Schön.
Hoi, Kalia. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich glaube, einige argwöhnen bereits, wer ich bin. Seid ihr bereit, der Gilde entgegenzutreten? Ah, die wissen nicht, wer du bist. Haltet die Augen offen. Ich bin nicht sicher, was uns erwartet, wenn wir die Zisterne betreten. Gut. So machen wir's. Ich denke, das stimmt mehr so. Ihr solltet einen verdammt guten Grund haben, hier bei diesem Mörder zu sein. Bitte senkt die Waffen, damit wir reden können. Ich habe den Beweis, dass ihr alle hintergangen worden seid. Keine Tricks, Kalia, oder ich töte euch auf der Stelle. Wie sieht denn dieser sogenannte Beweis aus? Ich habe Gallos Tagebuch. Ich glaube, ihr werdet seinen Inhalt als verstörend empfinden. Mal sehen. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht stimmen. Ich kenne Mercer schon so lang. Es ist wahr, Brynjolf. Jedes Wort. Mercer hat die Gilde seit Jahren bestohlen. Direkt unter eurer Nase. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob sie die Wahrheit sagt. Delvin, ihr müsst die Schatzkammer öffnen. Wartet nur einen kurzen, gesegneten Moment, Brin. Brin. Was steht in diesem Buch drin? Er sind Bros, hä? Da steht, dass Mercer uns seit Jahren Du darfst bestiehlt. Brin sagen. Gallus kam ihm auf die Schliche, bevor man Und ihn wir sagen dem ermordet hat. Brini. Wie Das konnte Brin. Mercer eine Schatzkammer öffnen, für die man 2 Schlüssel benötigt? Das ist unmöglich. Hat er sich den Weg freigehackt? Diese Tür hat die besten Schlösser, die es für Geld zu kaufen gibt. Die kann man nicht aufbrechen. Ja, der Brini bringt alle Türen Er auf. brauchte das Schloss Nicht nicht der Brini, der Mercer. aufzubrechen. Wovon spricht sie da immer? Benutzt euren Schlüssel für die Schatzkammer, Delvin. Wir öffnen sie und finden die Wahrheit heraus. Ich hab's mit meinem Schlüssel versucht. Aber die Schatzkammer ist noch immer so fest verschlossen wie die Rezeptschatulle des Feinschmeckers. Probiert jetzt mal euren. Bei den 8. Es ist weg. Alles ist weg. Kommt alle rein. Empty, hä? Das Gold, die Edelsteine, alles fort. Dieser Dreckskerl. Ich bringe ihn um. Vex, leg das weg. Sofort. Wir dürfen nicht den Kopf verlieren. Wir müssen uns beruhigen und konzentrieren. Tut, was er sagt, Vex. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich. Schön. Wir machen es auf eure Art. Vorerst. Delvin, Vex, behaltet die zersplitterte Flasche im Auge. Wenn ihr Mercer seht, sagt es mir. Das würde mich auch noch interessieren, wenn ihr ihn seht. Brynjolf also. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße aufgegriffen und euch einfach ins kalte Wasser geworfen, ohne euch die kleinen, gemeinen Details zu verraten. Richtig. Bevor ihr bei der Suche nach Mercer helft, muss ich wissen, was ihr von Kalia erfahren habt. Alles. Das habe ich befürchtet. Dem letzten Eintrag in Gallos Tagebuch nachzuurteilen, war er kurz davor, Mercers Aktionen aufzudecken. Sonst noch etwas? Was? Nachtigallen? Ich dachte immer, das sei nur ein Märchen. Eine Möglichkeit, den Gildennachwuchs auf Linie zu bringen. Hat sie euch sonst noch etwas erzählt? Sie wollte Mercer vor Maven schlecht machen, was? Gerissen. Gab es sonst noch was?
Dann habe ich eine wichtige Aufgabe für euch. Ihr müsst in Mercers Haus einbrechen und nach Hinweisen über seinen Aufenthaltsort suchen. Ja, ein Geschenk des Schwarzdorn-Clans, nachdem sie die vorherigen Besitzer rausgeworfen hatten. Es heißt Gut Riftwald. Er ist nie da und zahlt eigentlich nur Instandhaltungskosten. Ein Typ namens Wald bewacht das Haus. Seid vorsichtig, Mädchen. Das ist wirklich der letzte Ort in Himmelsrand, an den ich euch schicken möchte. Findet einen Weg hinein, holt die Informationen und verschwindet wieder. Ihr dürft jeden erledigen, der euch im Weg steht. Jetzt aufs Mal. Ich meine, der entspricht nicht so ganz eurer Moral. Genau, wie komme ich da rein? Gute Frage. Ich war selbst nur ein paar Mal dort, allerdings gemeinsam mit Mercer. Wenn ihr an seinem Wachhund vorbeikommt, solltet ihr es auf der Rückseite mit der Rampe zum Balkon im 1. Stock versuchen. Nein, das ist so eine verrückte Erfindung, damit Mercer schnell verschwinden kann. Ich denke, dass ein gut platzierter Schuss auf den Mechanismus der Rampe sie absenken sollte. So machen wir's. Seid in Mercers Haus vorsichtig. Ich will niemanden mehr an diesen Wahnsinnigen verlieren. Wir machen im Vorratsschrank rein. Ja, Was meint ihr, wieso meine nicht? Liebe? Kann sich eine wunderschöne Frau wie ihr an der Seite eines so alten Knackers wie mir vorstellen? Nein, kann ich mir nicht. Boah. Oh, wirklich? Ciao. Ich glaube, wir lassen euch lieber ein bisschen allein. Ich hoffe, ihr habt das gehört, was da im Hintergrund gelaufen ist. Das macht mein Gelaber eh keinen Sinn. Ja, wohin gehen wir? Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir hätten einfach nur eine Pechsträhne. Ich werde nicht ruhen, bis Mercer tot ist. Wie konnte er Gallus ermorden und uns alle dermaßen hintergehen? Hätte niemand Kann gedacht. Kalia nur so ruhig bleiben, wo sie doch wegen Mercer so lange auf der Flucht war? Erstaunlich. Da ist die Schatzkammer, gut, dann ist es gegenüber. Da wären wir ja schon. Gut, gehen wir zum Haus von dem Kollegen. Ein Kampf! Ist das alles, was ihr könnt? Ah! Der Wachhund. Der Wachhund. Da hätten wir den Schlüssel. Wunderbar. Und ihr so? Das sind da Warte. gute Wachen. Ich kenne euch doch. Nein, du kennst es nicht. Gut. Und jetzt können wir da irgendwie da hinten aus Tor aufmachen. Jetzt ist es auch nicht mehr nötig. Ja gut. Aha.
Sehr schön. Was? 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 Komm. Ihr lauft los, ich steche euch in den Rücken. Raufbold. Lydia hat es jetzt gerade zensiert. Sehr schön. So, wo steckst du? Der Fuchs. Verdammt! Schaust zu dir, Lydia? Lydia! Help me! Du musst ihn doch nicht überall hier nachlaufen. Im Fall. Achtung, Falle. Sehr schön. Hätten wir die Pläne auch. Gut. Mhm. Wer ist der er? Finden wir raus. Gut, Lydia. Schaffen wir es retour, ohne dass du dich umbringst? Was meinst du? Ah, da geht es noch weiter runter. Aber da geht es direkt ins Rattenweggewölbe. Die haben wir es auch schon verlaufen. Sind da die Zeichen da? Da fällt mir andauernd auf.
Ich weiss aber nicht, wo hin tun. Wenn ihr es wisst, erkennt das Spiel. Das ist ein anderes. Das ist der von der Diebesgilde. Und nein, ich meine nicht das Heiligtümer des Todeszeichen, obwohl es mich schwer daran erinnert. Ihr seid also... Was? Brynjolf also. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße aufgegriffen. Es ist eine Sache einfach zu ins kalte behaupten, dass Wasser man die geworfen. Fertigkeiten eines Nur die Diebes kleinen, besitzt. gemeinen Details. Es ist eine ganz andere. So, Dali. Ich frage mich jetzt gar, wo der Brini ist. Gleich wieder retro. Oh, Oh. Brini, wo bist du? wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Mercer bleibt spurlos verschwunden. Hattet ihr mehr Glück? Bei Shaws Bart. Er ist hinter den Augen der Falmer her? Das war Gallos Projekt. Wenn er sie in die Hände bekommt, hat er ausgesorgt und wird für immer verschwinden. Einverstanden. Er hat der Gilde alles genommen und sich eines der letzten großen Beutestücke schnappen zu wollen, ist eine Beleidigung. Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Bis zum nächsten Mal, Mädchen. Bis zum nächsten Mal, Junge. dass aus dem Geschäft etwas wird. Ich riskiere dafür eine beträchtliche... Gut, rede aber mit der Jetzt Kalia. nicht, Mädchen. Kalia hat gesagt, es sei wichtig. Ich verspreche euch, all eure Fragen werden beantwortet werden. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Brynjolf, es ist Zeit, über Mercers Schicksal zu urteilen. Bis ein Gildenmeister gewählt ist, kommt diese Entscheidung euch zu. Ja, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Mercer Frey hat versucht, euch beide zu töten. Er hat die Gilde betrogen, Gallos ermordet und unsere Zukunft gefährdet. Er muss sterben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brynjolf. Mercer ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Dann ist es alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe begegnen. Ihr seid ein Dummkopf. Direkt außerhalb von Rifton, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Am Ende dieses Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten, stehenden Stein. Ich möchte euch beide bitten, mich dort zu treffen. Okay. So machen wir's. Ihr braucht etwas? Fasst das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Wartet! Ich kenne euch doch. Ich glaub nicht. Ich bin froh, dass ihr hier seid.
Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer frei zu besiegen. Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Gallus, Mercer Frey und ich waren früher Mitglieder der sogenannten Nachtigall-Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit endete vor 25 Jahren, als Mercer Frey uns verriet, indem er Gallus erschlug und seine Leiche in die Ruinen der Vor Schneeschleier-Zuflucht warf. 25 Jahren. Wie alt sind ihr bitte? Ich bin jung! Indirekt. Die Dreieinigkeit wird zwar meist aus Mitgliedern der Gilde ausgewählt, aber ihre Existenz ist ein gut gehütetes Geheimnis. Die Nachtigallen schützen den Tempel der Nocturnal, der als Dämmergrab bekannt ist. Sie ist die Geliebte der Nacht und der Dunkelheit und die Schutzpatronin jedes Diebes in Tamriel. Nocturnal legt keinen Wert auf Anbetung und Verehrung. Es gibt keine Priester und keine Predigten, keine Gottesdienste und keine Kollekten. Sie nimmt Einfluss auf unser Glück und erwartet dafür eine Gegenleistung. Ihr seid näher daran, es zu verstehen, als euch klar ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie keine Bezahlung im traditionellen Sinn des Wortes verlangt und die Kosten manchmal recht hoch sein können. Ob es euch bewusst ist oder nicht, wie gut wir als Banditen sind, bestimmt allein Nocturnal. Noch einmal, ihr müsst anders denken. Habt ihr denn noch nie beobachtet, wie sich unser Glück verhält? So wie ein Novize, der ein unmögliches Schloss aufbricht, oder ein blinder Mann, der sich euch plötzlich zuwendet, während ihr nach seiner Tasche greift? Auf diese fast unmerkliche Weise übt Nocturnal Einfluss auf uns aus. Die Launen Nocturnals sind für uns alle das größte Rätsel. Ganze Bände sind zu diesem Thema bereits geschrieben worden. Erzwingt sie die Bezahlung, wenn wir sterben? Ergötzt sie sich an unserem Elend, wenn wir leiden? Das weiß niemand. Der Lohn scheint das Risiko aber durchaus wert zu sein. Ja, das hoffe ich zumindest. Ich auch. Hier entlang bitte. Let's fetz. Salut Brini. Das ist also die Nachtigallhalle. Ich habe davon gehört, als ich in die Gilde eintrat, aber nie wirklich daran geglaubt. Der Gedanke, dass es sich bei den Nachtigallen nur um einen Mythos handle, wurde absichtlich in der Gilde verbreitet. So wurde die Aufmerksamkeit von unserem wahren Wesen abgelenkt. Was ist denn, Brynjolf? Ich kann schon fast hören, wie ihr die Stirn runzelt. Ich versuche zu verstehen, warum ich hier bin, Mädchen. Ich bin kein Priester und ganz bestimmt nicht religiös. Noch ein bisschen Warum also sexistisch, ich? Junge. Es geht hier nicht um Religion, Brynjolf. Es geht ums Geschäft. Dies ist die Nachtigallhalle. Seit über einem Jahrhundert. Das habe ich noch nie gesehen. Eingeweihte, der einen Fuß hier hineinsetzt. Wenn ihr nun beide zur Rüstkammer gehen würdet, um eure Nachtigall-Rüstung anzulegen, können wir mit dem Eid beginnen. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ihr scheint zu zaudern, eure Nachtigall-Rüstung anzulegen. Ja, da ist Was das Bier. beunruhigt euch? Au. Okay. Lydia, darfst du es wieder haben? Bin das immer noch Zeug? da. Ich stehe zu eurer Verfügung.
Und ich nehme das da, das da, und das da, und das. Dann mal los. Cool. Ja, ich find's cool. Schreibt gerne eure Meinung zu unserer neuen Rüstung. Ich glaube, sie schützt nicht so gut wie die andere. Wieder. Die andere ist einfach besser. Aber sie sieht cool aus. Finde ich. In Ordnung. Wir haben die Sachen an. Und jetzt? Hinter diesem Tor tut ihr den ersten Schritt, um eine Nachtigall zu werden. Jetzt mal halblang. Die Rüstung ist in Ordnung. Aber eine Nachtigall zu werden, so haben wir nicht gewettet. Damit wir auch nur hoffen können, Mercer zu besiegen, müssen wir Nocturnal auf unserer Seite haben. Wenn sie euch als einen der ihren akzeptieren soll, dann muss eine Vereinbarung getroffen werden. Welche Art von Übereinkunft? Ich muss die Bedingungen wissen. Die Bedingungen sind ganz einfach, Brynjolf. Nocturnal wird euch gestatten, eine Nachtigall zu werden und eure Fähigkeiten für alles zu nutzen, was ihr... Haken gibt es immer. Aber zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Wenn es das Ende von Mercer frei bedeutet, bin ich dabei. Was ist mit euch? Seid ihr bereit, euren Eid gegenüber Nocturnal abzulegen? Jawohl. Gut. Wenn ich das Tor öffne, stellt euch bitte auf den westlichen Kreis. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Diese ganzen Informationen verwirren euch etwas, nicht wahr? Was schon mich verwirrt, dass du die ganze Zeit am Blabbern bist. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ich rufe euch, Lady Nocturnal, Königin der Dunkelheit und Gebieterin der Schatten. Hört mich an. Ah, Kalia. Ich hatte mich schon gefragt, wann ich wieder etwas von euch hören würde. Ihr habt wohl etwas verloren. Meine Gebieterin, ich vertraue mich eurer Gnade an und übernehme die Verantwortung für mein Versagen. Ihr seid bereits mein, Kalia. Eure Bedingungen sind schon vor langer Zeit ausgehandelt worden. Was könntet ihr mir jetzt noch anzubieten haben? Ich habe zwei andere, die den Eid leisten und die euch im Leben wie im Tod dienen wollen. Ihr überrascht mich, Kalia. Dieses Angebot fällt eindeutig zu meinen Gunsten aus. Mein Wunsch nach Mercers Ableben übertrifft mein Verlangen nach Reichtum bei weitem, Euer Gnaden. Rache. Wie interessant. Also gut. Die Bedingungen sind akzeptabel. Ihr dürft fortfahren. Lady Nocturnal, wir nehmen eure Bedingungen an. Wir weihen uns euch sowohl als Rächer als auch als Mächtiger. Wir werden unsere Vereinbarung in diesem Leben wie im nächsten einhalten, bis eure Bedingungen erfüllt sind. Also gut. Ich ernenne eure Eingeweihten zu Nachtigallen und stelle bei euch den gleichen Status wieder her, Kalia. Und in Zukunft solltet ihr mich lieber nicht noch einmal enttäuschen. Jetzt sind wir, glaube ich, quitt, Kalia, oder? Du hast uns das Leben gerettet und wir haben dir geholfen, um wieder in den Bund hineinzukommen. Nun, da ihr den Eid geschworen habt, ist es an Oder? der Zeit, euch den letzten Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Mercer konnte nur deswegen ohne 2 Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte.
den Skelettschlüssel. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Das schon, aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse. Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann, wird das Potenzial grenzenlos. Auch wenn das der Gilde mehr nutzen würde, als ihr euch vorstellen könnt, würde es am Ende mehr schaden als nutzen. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Wohl wahr, in unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Let's face. Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat. Hört zu, Mädchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Die Führung der Gilde. Ja, die Führung von der Gilde. Um die kümmern wir uns das nächste Mal. Ich freue mich bis dann. Ciao. Tschüss.